Hi und herzlich willkommen. Wir machen heute eins der schnellen Maultaschengerichte mit unseren Grillmaultaschen. Und zwar mit diesen Fan-Maultaschen. Passend zur RM haben wir unsere Grillmaultaschen umdesignt. Und was soll ich sagen? Wie geil sieht dieser Burger aus? Wir haben Laugenbrötchen, Zwiebeln, Soße. Das ist der Hammer. Viel Spaß beim Nachmachen. Zunächst müsst ihr unsere Maultäschle erstmal grillen. Ihr habt bestimmt einen cooleren Grill. Wir haben es auf einem Tischgrill gemacht. Es geht eigentlich alles, also auch in der Pfanne. Ihr seid da ganz, ganz frei, wie ihr die zubereitet. Hauptsache, sie werden richtig schön angebrutzelt. So, während diese guten Dinger hier schön kross werden, können auch gleichzeitig die Brötchen einmal schön auf dem Rand platziert werden. Wir haben uns für Laugenbrötchen entschieden, weil es einfach ein schwäbischer Klassiker ist. Passt perfekt zur Maultasche. Einmal schön platzieren, links und rechts am Rand. Dann können die nämlich auch schön kross werden und richtig lecker. Wir machen rote Zwiebeln drauf. In dünne Scheiben schneiden, sodass es lecker ist auf dem Burger. So. Wir machen nachher noch einen Cheddar mit drauf. Und was Frisches. Salat. Im Grunde könnt ihr euch ein Stückchen abreißen davon, mit den Händen reißen. Wir haben den vorher jetzt schon kurz abgespült. Die Stücke wegschneiden, die euch nicht gut gefallen. Und dann in Burgergröße einmal zusammenreißen. Gut auf eure Brötchen aufpassen. Geht relativ schnell hier auf dem Grill, dass die kross werden. Und dann kümmern wir uns noch um die beste Burgersoße meiner Meinung nach. Ihr braucht ein Schälchen und im Grunde eigentlich richtig, richtig einfach und total wandelbar, aber es schmeckt einfach so, so lecker. Ihr nehmt euch irgendeinen beliebigen Senf, macht so ungefähr einen Teelöffel rein, Ketchup, gerne die doppelte Menge ungefähr. Und Mayo auch die doppelte Menge vom Senf, also genauso viel wie Ketchup. So, das war's schon. Leute, das ist unsere Burgersoße. Super, super easy und passt so gut. Einfach nur einen Löffel nehmen und einmal umrühren. Fertig ist die Soße. Die riecht verbrannt. Ja, ich sage ja, Profiköche am Start. Der Grill ist heißer wie gedacht, aber so leicht angeröstet ist auf jeden Fall noch okay. Darf unsere Maultäschle brauchen einen Moment länger. Aber super easy, also die sind einfach schon mariniert mit Texas- oder Curry-Marinade. Ihr haut die auf den Grill. Gerne von beiden Hauptseiten, also mit der Füllung quasi auf den Grill. Und wer es ganz kross haben will, auch gerne einmal hochkant hinstellen. So werden die von allen Seiten richtig schön kross. Ob ihr die Curry-Variante nehmt oder die Texas-Variante, es passt beides auf den Burger. Also da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil Cheddar, also cheesy, immer geil. Was nicht fehlen darf oder was auch einfach nach Geschmack jeder so macht darf, wie er will. Gewürzgurken. Also, riecht schon echt geil. Dann kann es eigentlich schon losgehen mit unserer Soße. Ihr nehmt euch den Unterteil von eurem Laugenbrötchen. Schön großzügig einpinseln. So. Dann wird das Ganze auf Salat gebettet, also der kommt als nächstes drauf. Wir haben noch Zwiebeln, Cheddar und Gewürzgurken. Im Grunde ist es am besten, wenn der Cheddar direkt auf die Maultasche oben drauf kommt. Das heißt, wir haben unsere angegrillte Grillmaultasche. Schön platzieren. Den Cheddar direkt oben drauf legen, dass der so ein bisschen von der Hitze abkriegt und so ein bisschen leicht anschwitzt. Dann haben wir unsere Gewürzgurken. So, da macht jeder so viel drauf, wie er mag.
So, wir machen 3 Stück. Und was darf nicht fehlen? Zwiebeln. Schön oben drauf platziert. So. Meine Freunde, wenn das nicht geil aussieht. Viel Spaß beim Nachmachen.